Ich wollte aber die Regierung ein bisschen mehr weit feiern an dieser Diskussion rund um UNRWA, weil wir ja auch an der Vergangenheit schon immer Probleme hatten mit dieser Organisation. Ich will just daran erinnern, dass sie ernst wie den UNHCR zum Beispiel andere Regeln hat wie die Definition von einem Refugié. Da war es an Palästina, an der Gegend, als das Irrflösch, an anderen Gegenden auf der Welt nicht. Wir schwätzen Haut von den jungen Deutschen, denen hier Großeltern vielleicht aus Osteuropa verdrieben goufen, nicht mehr für Refugien an Palästina get dat ernst gehandhabt. Dafür ist das mal ein Problem, den auch an der Politik immer diskutiert wird, also die überhaupt legitim Leute als Refugien zu bezeichnen, den hier Großeltern verdrieben goufen. Das Zweite ist, dass bei der UNRWA immer schulbischer Probleme abgetaucht sind, antisemitisch an anti-israelisch Inhalte, für Putzle für Kannerfond, mit Überfall auf Israel und so weiter. Auch da muss ich immer so, und das nicht neu, dass man im Kader von der UNRWA immer Probleme hatte mit Antizionismus, Antisemitismus. Wir hatten sogar das Problem, dass dann UNO-Infrastrukturen am Gaza-Gebiet erschulen, notamment auch an den letzten Jahren schon Waffen gefunden goufen, und das auch immer nächst thematisiert gouft. Das ist also absolut kein neues Problem, auch von der Teilo an einer Dimension aus, die man bislang nicht kann tun. Die letzte Regierung bezielt aber 4 Runden, während viele andere von unseren Partnern und Alliierten das nicht mehr machen. Vereinigtes Königreich, Deutschland, USA, Australien, Kanada, Frankreich, Japan, Österreich, Italien, Finnland und andere haben abgehalten zu finanzieren, wir machen nicht 4 Runden. Ist das sinnvoll? Die Regierung sieht ja, weil das wichtig die Leute humanitär zu unterstützen, darunter zweifelt kein Mensch, und mir bestimmt auch nicht. Aber es gibt auch andere Organisationen, der Roten Halbmond, und können auch der UNHCR die Verantwortung für die Region überdrohen, die nur mal Blick am Kompetenzbereich von der UNRWA leitet. Es gibt also Alternativen, und die Regierung ist ganz klar, soll man nicht auf Alternativen zu der UNRWA zurückgreifen, dann brauchen wir überhaupt eine UNRWA, von der UNHCR gibt. Ist so nicht schwer. Merci, Herr Carter. Frau ganz klar, ja, wir brauchen eine Frau. Die Frau stellt sich nicht, ob wir eine Frau brauchen oder nicht. Wir haben heute Stars 30.000 Leute, die für die UNRWA arbeiten. Und ich muss sagen, dass das die Hilfsorganisation am Anfang also von der Agence ist, die aber all da guckt, dass Soins de Santé, Education und auch ihrs wurden am Moment auch ich froh, wenn die UNRWA braucht oder nicht. Am Moment, also, ich will just erinnern, dass die Agence, die all 3 Jahre frisch bestimmt wird. Das ist ein Provisoire, qui dure, weil am Moment auch nach keinen anderen kapabel ist, die Arbeit, die UNRWA hält, am Moment auch zu überholen. Ja, bei den 30.000 Leuten, die für die UNRWA schaffen, als selon Information von israelischer Seite ein Rutsch von Leuten, die bedelig gewesen wären, Attacke vom 7. Oktober, und das Herr Lanzarini selber, den als Kommissar rausgegangen ist, gesagt hat, wir müssen direkt Konsequenzen daraus erzählen. Ich kann nicht so, für uns, letzte Regierung, will man auch die Enquete aufwenden, und dann fangen wir an dieselbe Position wie die Kommission.